Als er da vor das Königsschloss kam, um zu sagen, er habe Äpfel, die sich die Königstochter gesund dran essen können, haben sie ihn nicht reinlassen und haben gesagt, es sei schon einer da gewesen und habe sie für einen Narren gehabt. Er hat aber Grüseli angehalten. Er hat gewusst, deren Äpfel. Sie sollen ihn nur einlassen. Endlich haben sie ihm geglaubt und führen ihn vor den König. Aber als er sich Ratten aufdeckt, so hat es halt Zäuborst drin gehabt. Das hat der König gar erschröcklich Tauben gemacht. In seiner Wut hat er den Halo drin zum Schloss peitschen. Als er heimgekommen ist, hat auch er erzählt, wie es ihm gegangen ist. Da kommt der jüngste Bub. Dem haben sie nur den dummen Hans gesagt und fragt, ob er auch mit Äpfeln gehen darf. Ja, sagt da der Vater, du wärst grad der Recht, wenn die Gescheiden nichts ausrichten. Was wettest denn du? Der Hans hat aber nicht nachgelassen. Wohl ätti, ich will auch gehen. Gang mir doch weg, du dumme Kerli. Du musst warten, bis du gescheiter wirst, sagt der Auftrette und kehrt ihm den Rücken. Der Hans aber zupft ihn hinten am Kittel. Wohl, Vater, ich will auch gehen. Meinetwegen so gang, dann wirst du wohl wieder rumkommen, gibt ihm der Ätti zur Antwort. Der Hans hat sich gar gruselig gefreut und ist aufgekumpelt. Ja, jetzt tu noch wie ein Narr. Der wird von einem Tag zum anderen dümmer, murmelt der Ätti. Das war dem Hans aber grad so lang wie breit gsi. Er hat sich in seiner Freude nicht stören. Weil es aber gleich Nacht war, so hat er gedacht, er will warten bis am Morgen. Er möchte heute doch nicht mehr an den Hof kommen. Nacht im Bett hat er nicht schlafen. Und wenn er auch noch eine Weile eingeschlummert ist, so hat es ihm geträumt von schönen Jungfern, von Schlössern, Gold und Silber und allerhand dieser Sachen mehr. Am Morgen früh macht er sich auf den Weg. Nicht lang bekommt ihm ein munziges kleines Mandli in einem eisigen Gewändli und fragt ihn, was er da in diesem Kratten habe. Äpfel, gibt ihm der Hans zur Antwort. An denen sollte sich die Königstochter gesund essen. Hey, nu so de, sagt er auf dem Mandli. Es soll sättig sein und bleiben. Als der Hans endlich zum Schlosstor kommt, haben sie ihn partout nicht einlassen. Es seien schon 2 da und haben gesagt, sie bringen Äpfel. Der eine hat aber frische Beine und der andere Säuborst gehabt. Der Hans hat aber Grüseli angehalten. Er hat gewiss keine frischen Beine, nur von den schönsten Äpfeln, die es im ganzen Königreich habe.